Heidelbeernudeln mit Süßstoff, die Leubel Emma backt. Vom glücklichen Huhn die Suppe einer Tierfreundin. Schmankerl damals und heute bei Alfons Schubeck. Zu Gast sind wir heute in Niederbayern und wir besuchen unseren Filmautor Paul Enghofer daheim in seiner Küche. Servus und Grüß Gott zwischen Spessart und Karwendel. Das hat natürlich einen besonderen Sinn, dass wir jetzt da beim Paul stehen, denn heute und an den nächsten 4 Samstagen wollen wir Ihnen unsere Filmautoren ein bisschen genauer vorstellen. Und nachdem der Paul einer ist, der normal gut und oft und gerne den Leuten auch in den Kochtopf schaut, haben wir uns gedacht, jetzt drehen wir den Spieß um. Was kochst du heute für uns? Ja, das mache ich gern kochen, das stimmt. Ich mache heute einen Haberdatschi. Das ist, Also Haber sind Blaubeeren. Haber sind Blaubeeren oder Schwarzbeeren, sagt man in der Oberpfalz. Und die habe ich auch aus der Oberpfalz, also die habe ich da geschenkt gekriegt, deshalb sind die ein bisschen, also die sind nicht schimmelig, die schauen da so ein bisschen grau aus, aber das kommt, weil sie noch eisig sind. Kann man aber auch so verwenden. Also das, Du hast das gleich gefroren in den Tag rein. Und der Tag wird gemacht aus Mehl, da habe ich ein bisschen ein Wiener Griesler und ein normales Mehl. Ich mache das immer in verschiedene Anteile, also ich kann gar nicht sagen, wie viel jetzt da reinkommt. Wir kommen aus Wien auch, aber... Ja, das ist gut, dann passe ich auf, weil dann Genau. können uns Leute vielleicht später mal Ja, genau. backen. Also das ist jetzt so ähnlich wie ein Reibertatschi, sehe ich das richtig? Das wird zum Schluss nachher eine Platte. Ja, das wird also ein Pfannkuchentag und der kommt in den Rhein rein. Zwetschgendatschi. Wie ein Zwetschgendatschi kann es ausschauen, es wird nicht so hoch, ist ein bisschen ein anderer Tag. Ja, und dann braucht man noch Salz natürlich dazu, Eier und Zucker. Das ist eigentlich schon alles. Es ist ja wirklich ein einfaches Gericht. Man keine geriebenen Kartoffeln, nein, gar nichts. Nein, das ist, also Reiberdatschi ist ganz was anderes. Du hast ein großes Vorbild, nämlich dein Vater, den Paul Enghofer Senior, der hat eigentlich mit dem Kochen im Fernsehen angefangen, kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Ja. Der hat, was heißt mit dem Kochen angefangen? Der hat die regionale Küche, sagen wir mal, entdeckt. Also das war zu der Zeit, da hat man eigentlich noch mehr Toast Hawaii gemacht und da hat man noch nichts vom Schweinsbraten oder diese Sachen, das hat man da noch nicht so geschätzt. Und, ja, und dann ist das halt aufgekommen, das hat die ersten Sendungen gemacht und die waren sehr erfolgreich und das hat er dann 20 Jahre lang gemacht. Also nur bayerische Schmankerlküche. Und er hat auch später prominente Köche besucht, am Alfons Schubeck war er mal. Ja, beim Schubeck, der Alfons Schubeck, sein erster Fernsehauftritt war bei meinem Vater in der Schmankerlküche, ja, das stimmt. Und wir können, also du kannst gerne schon mal anfangen, ja, ich passe dann genau auf. Und wir können uns miteinander dabei noch einen Film anschauen, wo sowohl der Paul Junior als auch der Paul Senior vorkommen. Denn die bayerische Schmankerlküche hat der Paul vor ein paar Jahren wieder aufgegriffen und auch den Alfons Schubeck besucht. Allerdings natürlich in München. Bei meinem Besuch von Bayerinnen, Wirt und Kech, die in der bayerischen Schmankerlküche gekocht haben, um nachzuschauen, ob es es immer noch gibt, bin ich heute in München, im Herzen von München. Da residiert, kann man schon fast sagen, der Alfons Schubeck zwischen Hofbräuhaus und Maximilianstraße am Platzl. Man muss zu dem Namen gar nichts dazu sagen. Jeder kennt den Alfons Schubeck vom Fernsehen und weiß, dass er ein Spitzenkoch ist und dass er neben dem Kochen noch alles mögliche andere macht. Über seinem Gewürzgeschäft ist eine Küche und ein schöner Veranstaltungsraum. Da haben wir ausgemacht, dass wir uns treffen und die Filme schauen, in denen er das erste Mal im Fernsehen gekocht hat, in der Schmankerlküche. Und er hat gesagt, er kocht dann auch noch was Einfaches. Naja, er ist ein absoluter Profi der gehobenen Küche, ausgezeichnet mit alle Ehrungen. Und er mag auch das Bodenständige. Aber ob es da herin wirklich was Einfaches gibt und ob er nach Hunderten von Sendungen überhaupt noch weiß, wie es bei seinem ersten Fernsehauftritt war. Ja, jetzt kommt er. Servus, ja, jetzt kommt er. Servus, grüß dich. Servus. Ich habe einen Film dabei. Ja, das freut mich jetzt. Ob du da noch erinnerst, das, Schauen wir mal. ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast. Das erste Mal. Meistens ist man in der Nein, Küche, ich habe oder? noch nichts gesehen. Nein. Im Strandkurhaus in Waging am See ist allerweil ein Mordsbetrieb. Das wirkt sich natürlich in erster Linie auf Küche aus. Da musst du auf Draht sein, meint der Chef, der Alfons Schubeck. Man muss nur lachen, wenn man sich da nach wie viel, 24, nein, das sind noch 27 Jahre und das erste Mal wieder sieht, dann denkt sich, ja, war er schon ein bisschen schlanker. So haben die Filme im Haferlgucker Enghofer immer angefangen, wie da gerade mit dem jungen Küchenchef Schubeck. Der Enghofer, wie lange hat es den da schon gegeben? 71, 13, 14 Jahre. War der Einzige, der, sagen wir mal, über das Kochen berichtet hat. Und das waren ja legendäre Sendungen. Dann werden wir noch einmal umrühren. Und dann dürfen wir es nicht mehr umrühren, Pauli, weil sonst wird es trüb. So, die Suppe war jetzt fertig und wird durchpassiert. Aber es gibt nur eine saubere Die Ende. wenigsten Leute wissen Da eigentlich, ist mir mal passiert, da haben wir mal ein Festel gehabt für 500 Leute. Dann haben wir auch die Suppe passiert und
Das Tuch haben sie nicht angerochen, weil das war mit dem Waschmittel gewaschen, das natürlich sehr intensiv da seinen Geschmack hinterlassen hat. Es hat die ganze Suppe nach Waschmittel geschmeckt. Hast du alles weg da müssen. Eine Füllung aus Bohre und Schwammerl, so wie man es halt gerade kriegt, kommt jetzt dann gleich in Maultaschen rein. Ja, die Schmankerlküche, die hat das Regionale einfach aufgegriffen zum ersten Mal, oder? Das war das. Schüssel brauche ich nicht mehr, Toni, das ist weg. Das war eine Sensation für uns. Da sind wir vom Fernseher geklebt, wie das gekommen so. ist. Na klar. Tun wir das weg. Die junge Köche, die lernen was bei ihm. Aber zusammensteuern tut er es auch, wenn sie es braucht. Er selber bezeichnet sich als Wagings Wildester. Was? Das machen wir. Was hat er gesagt? Das war eigentlich Das Wildeste. Ja, weil früher mal so einen Spruch gehabt, gell, das sagt, na, ich bin ein Wilder, aber Du musst schauen, dass die Enden sauber angestrichen sind, weil sonst klebt es nicht. Gell? du musst in der Küche ja Fantasien haben und Leidenschaft. Und wenn du das hast, dann reißt du die anderen mit. Und dass man manchmal ein bisschen überdreht, das ist auch okay. Dass in der Küche manchmal ein bisschen laut ist. Aber es ist ja nicht böse gemeint. Wenn jetzt 3 Köche kommen, die müssen zur gleichen Zeit da nicht die Soße und den Fisch und die Beilage. Wenn einer nicht funktioniert, dann kannst du das Ganze wieder abräumen. Ja. Kräuter brauche ich jetzt, oder? Basilikum. Hast das Estragon und hast mit klein gehackt. Lass mal ganz leicht anschwenken, tu ein bisschen an Butter rein, aber nur ein bisschen. So, und dann proben wir die Lachsforelle. Ist damals eigentlich schon der Wunsch aufgekommen, dass man selber Fernsehen macht? Nein, also eigentlich war die Zeit viel zu früh. Man ist froh gewesen, wenn einer gekommen ist. Und ich habe ja dann diese Sendungen Genießen erlaubt gemacht. Und das war ja eine Sensation. Das war mir am Sonntag, als man da im Fernsehen gekommen ist. Gell. Bis man gescheit hinschaut, sind solche Edelfisch durchbraten. Viel Gefühl ist da im Spiel. Warst du aufgeregt damals? Ja, ich glaube, wenn das Fernsehen zum ersten Mal da war und man würde sagen, man war nicht aufgeregt, dann liegt man ja. Dann brauche ich ein bisschen einen Kerbel dann. Das ist ja auch das Thema heute. Kräuter, hauptsächlich. Gut. Also bei mir ist Kräuter und Gewürze überhaupt, ich habe mich da einfach, ich mache seit 30 Jahren regionale Küche und irgendwann habe ich immer versucht, dass ich diesen Spalt finde, raus, die Jahreszeit mit einfließen lassen, unser Produkt zu nehmen, das aus Bayern kommt in erster Linie, aber dann auch mit Aromen zu verbinden, aus anderen Ländern, andere Geschmäcker zu machen, aber immer noch, sagen wir mal, die Basic ist unser Produkt. Das ist mir immer wichtig gewesen. Ja, das kann man direkt Tellerdesigner nennen. Zusammengestellt aus Erdbeermark und Rhabarbersauce. Tu die beide Schrimp da drauf. Das war so diese Nouvelle Cuisine-Zeit. So, jetzt haben wir den Rhabarberfond. Und ich war ja am Land draußen und musste es einfach ein bisschen mehr drauflegen, aber es ging hier um die Kochtechnik. Ja. Das ist zum ersten Mal nachzudenken, dass man sagt, aus den Schalen macht man was und der Rhabarber soll ein bisschen knackig sein. Früher war dann alles verkocht, auch das Dörrobst. Die Dörrpflaumen hast du da, Franzi? Und diese Kombination Dörrobst mit dem Rhabarber, das ist ein Ausklang des Winters und dann ist der Frühling gekommen. Das waren schöne Kombinationen. Die Zwetschgen laufen wieder zu voller Form auf, wenn man es vorher ein paar Stunden lang ins Bad schickt. Die Minze drauf. Puderzucker. Den Zucker sieht man kaum, aber beim Essen spürt man schon. Der gehört dazu. Da hat es eine Zeit gegeben, mal gerade um 75 Gramm, da haben wir alles mit Puderzucker gemacht. Ja. Kulinarische Kompositionen herstellen. Dann haben wir wieder ganz ohne Puderzucker, dann hat man noch mal das Blattl, die Minze bezuckert und kannst nicht meckern, gell? Nein, gut aus. Und dass man alles halt zur richtigen Zeit verwendet. Genau, das ist Jahreszeit. Ne? Und das hat sagen wir, der Enghofer Pauli natürlich gut aufgegriffen. Das ist Jahreszeitenkochen, das ist auf der Speisekarte. Das ist immer interessant, da ist immer was Neues drauf. Und wenn du immer denselben Schmarrn magst, da brichst du auch ein, weil es nicht besser wird, sondern eher schlechter. Nicht? Ein Klassiker ja, aber die Kreativität bringt nur die Jahreszeit. Witzig. Ein bisschen viel. Da schmunzelt man dann selber und sagt, naja, aber es war halt damals so. Aber was kriegen wir heute? Heute machen wir ein Backhändel mit Kartoffelsalat. Einfach ganz was Einfaches, aber das schmeckt. Ein Bachers Händel mit Kartoffelsalat. Wie wir es gewünscht haben, macht er. Aber wenn es Brustfilets sind, was Einfaches. Als Lob auf die traditionelle Küche, ein Gericht, wo selbst einer wie der Alfons Schubeck sagt, das ist von Haus aus sowas Gutes, da muss ich gar nicht viel dazu machen. Aber auch was Einfaches kann man richtig gut machen. Und Finessen wird es auch da dabei geben. Und dazu gibt es einen Kartoffelsalat. Dann machen wir so einen, sagen wir, so einen herbstlichen, spätherbstlichen Kartoffelsalat.
Ich nehme jetzt hier ein bisschen geschmackige Brühe, dann gebe ich rein Essig. Dann, wo Essig, immer ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Und ich tue aber noch ganz bisschen Chilisalz rein, dann habe ich die Schärfe auch schon dabei. Gell? Und dann tue ich noch ein bisschen einen kleinen Löffel Senf rein, und zwar scharfen Senf. Und dann mixe ich das eigentlich auf. So, und dass der, wenn ich die Marinade jetzt so drauf tue, dann würde das jetzt auch wegschwimmen. Und deswegen nehme ich jetzt ein bisschen Kartoffeln her und mixe die in die Marinade rein. Dann wird die sämig. Ganz wichtig ist, dass man kein Fett jetzt da rein tut, weil viele machen den Fehler, dass sie das Fett jetzt da drauf tun, isolieren praktisch die Kartoffel und die Marinade kommt dann immer rein. Gell? Was sind das für speckige oder? Speckige. Speckige. Speckig ist das Wichtigste. Manche sagen, sie wollen unbedingt die mehligen. Ja, aber dann kriegst du halt einen Kartoffelbrei. Das ist dann auch gut, wenn du dann Brei willst, aber hier die speckigen einfach festkochen, die Kartoffeln nicht mehr. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ein paar Schwammerl auch da. Das reicht. Und hier noch ein Handvoll von Steinpilze. Und die brauchen wir jetzt ein bisschen an. Daher, das wird schon. Farb, haben's. Haben's, die werden jetzt schön, gell? So, wunderbar. So, das ist jetzt auch schon schön warm. Jetzt tun wir das praktisch da drüber. Ein bisschen was. So, ideal wäre so auf 3 Mal. Jetzt schauen wir mal, wenn wir das verrühren. Jetzt sieht man, aha, der nimmt das an. Siehst du das? Jetzt ist die Flüssigkeit weg. Und Zwiebeln sehe ich kein. Ja, Zwiebeln habe ich auch da. Und zwar habe ich die in einer Brühe blanchiert. Man kann da mit rohe Zwiebeln arbeiten, aber dann musst du am gleichen Tag essen, weil sonst gärt das. Das ist dann ein bisschen schlecht. Da habe ich Gurken. Kartoffelgurken, das ist ein Klassiker. Und ich mag ein bisschen eine Farbe haben. Deswegen lasse ich da die Haut mit dran. Jetzt kann er da in Tiefen gehen, Feldsalat. Hat man einen Scheinwein da, oder? Natürlich, genauso. Da haben wir ein bisschen Radiesel. Ein Vogelsalat. Vogelsalat, super. Lassen wir, das passt. Was haben wir noch da? Das andere haben wir schon. Halt ein bisschen diese Frühlingszwiebel, ja, diese Lauchzwiebel, die sind auch ganz gut. Und jetzt noch ein bisschen Schnittlauch drauf. Und jetzt tun wir das Ganze Schaut wunderbar aus. ein bisschen Mit verrühren. durcheinander. Ja, genau. Er nimmt auch wieder ein Schau bisschen her, auf, er nimmt auf, ja genau, ganz genau. Lassen wir das ziehen so. Und jetzt hast du den Hunger, oder? Ja, freilich. Macht Ja, schon klar. Appetit. Ja, genau, schau her. Jetzt geben wir ein bisschen braune Butter drauf, ich sage bayerisches Olivenöl. Schauen wir mal die Schwammerl einmal. Und da kommt jetzt sonst gar nichts Ja. mehr dazu. Ja, die Schwammerl sind auch schon schön groß, siehst du das? Ein bisschen Chilisalz drauf. Schwenkt man das. Und wenn Sie es jetzt noch ein bisschen griffiger haben wollt, dann kann man ein ganz bisschen Schnittlauch hingeben. Und was ich aber gern mache, Ingwer. ja, der Ingwer kommt in den Kartoffelsalat. So, und dann in den Kartoffelsalat. Sehr gut, Dankeschön. Hätte ich jetzt vergessen. Du, mein Lieblingsgewürz gleich vergessen. Ja. Dass ich vergessen ist. Schau her. Hier, ein bisschen Zitrone noch, das macht es frischer. Und den Ingwer haben wir da. Her damit. Jetzt schneide ich den ein bisschen klar. Das ist so ein eingelegter, gesleister Ingwer. Gell? Genau, wo liegt der drin? Das ist Ah, der wird, also ich, wenn ich ihn mache, also man kann ja Kaffee auch, dann tue ich ein bisschen Apfelsaft, ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanille. Gebe jetzt da rein. Das ist gut für die Verdauung, wenn man sagt, jetzt tut Spinner, jetzt tut er den Ingwer auch schon in Kartoffelsalat oder den Vogel. Der Ingwer ist für die Fettaufnahme im Darm zuständig. Und Kartoffelsalat ist normalerweise ein bisschen was schon reingeht. Und damit blockieren wir das wieder und dann ist der wunderbar. Da musst du aufpassen, dass du nicht abnimmst auf den Kartoffelsalat. Ja, das hat nicht schon, also sagen wir mal. Pass auf, hier. Gut. Schauen wir mal. Ja. Schauen schon auf der Spur. Ein bisschen Salz brauchen wir noch. Gell? Ja, ein bisschen Essig, was sagst du? Ich weiß nicht, ich brauche nichts mehr. Einen Hauch. Probier, das ist ganz wichtig. Das Probieren ist das Wichtigste überhaupt. Ich habe ja eine Sucht, ich probiere viel zu viel. Ich, wenn manchmal eine Fernsehsendung von mir sehe, dann denke ich mir, das langt ja schon wieder. Ich wäre wahnsinnig. Bei jeder Minute lange hin. Aber man ist es so gewohnt von der Küche, dass man einfach alle probieren muss, weißt du? Hauptsache, es bleibt uns über. Das ist das Wichtigste. Bei uns zwei bleibt nichts über. Ja, aber was ganz Einfaches ist nicht geworden. Schon edel mit den Schwammerl. Und der Ingwer hat sich gut gemacht im Kartoffelsalat. Ehrlich. So, und jetzt brauche ich die rein. Kannst du mir die schnell bringen? Gut. Der Paul ist mittlerweile auch weiter, der Tag ist fertig. Jetzt wird's ernst.
Mitti, wie sagst du? Habadatschi. Habadatschi, ja, genau. Bei dir ist es wirklich einfach. Beim Schuhbeck ist es nicht so einfach. Da magst du den Lumpen, brenne ich nicht. Ja, das ist heiß jetzt nicht. Das muss ja ganz heiß sein. Das ist Fett einfach, oder? Das ist ein Butterschmalz, ja. Und da muss man das rein, das soll jetzt fast sogar ein bisschen zischen, aber es tut es nicht, ja, das macht nichts. Aber es ist schon heiß genug. Oh, das wäre viel Schmalz. Ja, das muss wirklich viel sein, sonst brennt das an und dann kriegt man kein gescheites Rammel und so. Ja gut, beim Schuhbeck ist natürlich immer ein bisschen was dabei, ein Kniff. Gell. Selbst beim Kartoffelsalat kommt Beim noch Kartoffelsalat, der Ingwer. der Ingwer rein. Bei dir nicht? Bei mir nicht. Nein, man kann das natürlich auch ein bisschen, das tue ich die Arbeit rein, die müssen auch dann rein. Vielleicht noch Zitrone dazu da oder sowas, eine Zitronenschale drüber hobeln oder irgendwas. Wenn ich jetzt ein Schuhbeck-Ding, der das vielleicht machen. Aber ich bin da eher dafür für das Klassische. Und die hat man halt einfach immer so früher so gemacht, nur da reingeschüttet. Und dann noch ein bisschen Zucker drüber. Okay. Also Zucker gehört schon rein, auch nicht zu viel am Anfang. Gehört ja dann sowieso nicht mehr nachzuckert. An der Stelle, Dann kommt das Sund rein. an der Stelle im Film darfst du jetzt mit den Leuten über ganz andere Sachen reden als Kocher, gell? Genau. Aber jetzt muss ich aber schnell rein, rein. das muss auch schnell. Ich mach auf, oder? Mach's auf. Zack. So, So, jetzt ist wieder Ruhe. ja. Weil wir gerade bei dem Gedanken waren. Also Kochen heute läuft für dich im Film ganz anders, wie das, was dein Vater vor Jahren und Jahrzehnten gemacht hat. Wo ist der Unterschied? Ja, also bei meinem Vater, da ist halt in erster Linie schon noch ums Rezept gegangen. Der wollte halt ein bestimmtes Gericht vorstellen, ist dann zu verschiedenen Leuten gegangen. Also das kann Köch sein können oder auch Hausfrauen oder ein Fischer, der Fischpflanzen macht oder so. Also es war schon, dass die Leute eine Rolle gespielt haben, aber im Prinzip am Schluss ist immer das Rezept eingeblendet worden und das ist bei mir eigentlich ganz egal. Also bei mir kriegt man vielleicht oft gar nicht mit, wie es genau geht, aber das kann man ja dann immer wieder über das Internet oder irgendwie erfahren, wie es geht. Aber das Wichtigere ist eigentlich, was die Leute dann sagen. Also man kann beim Kochen einfach Leute ganz gut kennenlernen, weil das ist eine gute Situation, wo man gern redet. Das stimmt. Meistens redet man in der Küche am allermeisten. Genau, und das war auch früher also ich kann mir vorstellen, dass man beim Kochen einfach, das war früher was Entspannteres, da waren immer mehrere Leute beieinander und wenn man gerade, sagen wir mal, Kirschen entsteint hat oder sowas, dann ist man da gesessen, es war zwar eine langweilige Arbeit, aber man hat es miteinander gemacht, hat sich unterhalten dabei und genau sowas ist für mich eher wichtig dann im Film, dass man eine normale Situation hat, eine Gesprächssituation, wo man dann auch gern was von sich erzählt. War für die immer schon klar, dass du das machen willst, was dein Vater gemacht hat? Also auch Kochfilme machen? Na, also Kochfilme habe ich eigentlich ursprünglich gar nicht gemacht. Ich habe ganz andere Sachen gemacht, also über Musik oder über Energiesparhäuser oder sowas habe mich interessiert. Aber du hast auch immer schon Fernsehen gemacht? Ja, schon. Also seit 1980 also habe ich mehr oder weniger für das bayerische Fernsehen was gemacht. Aber jetzt in letzter Zeit eigentlich viel mehr als früher. Ich habe ganz andere Sachen gemacht. Ich habe Musik gemacht schon. Und ich habe Bücher geschrieben über Computer, also ganz verschiedene. Und ich war auch Hausmann. Also ich habe mich um meine Kinder gekümmert und habe für die gekocht und da habe ich auch viel gelernt natürlich. Du hast 3 Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja genau. Apropos, wie lange muss der jetzt da drin im Ofen sein? Ja, eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde muss er drin sein. Da haben wir Zeit. Da können wir uns nämlich dann noch einen Film anschauen von dir, wo man, glaube ich, sehr schön sieht, wie bei dir halt Kochen ausschaut. Du warst nämlich im Landkreis Rottal-Inn, ganz in der Nähe, in Simbach, bei einer Dame, die eine Tiernärrin ist, gell? Ja, Wie bist du auf die gekommen? ja, das ist für mich interessant gewesen, weil diese Frau ist, der bringt man zum Beispiel, wenn man einen Vogel oder eine Katze, eine Verletzte findet, die bringt man ihrer und die peppelt die dann wieder auf. Die hat sogar einen Rehbock, ist ihr dazugelaufen. Oder das ist halt einfach was und die hat aber auch Hähner und Schlacht. Ja, und so. Also auf der einen Seite die Liebe zu den Tieren, das heißt, auch wenn man Tiere schlacht, kann man auch Liebe zu den Tieren haben. Und das ist bei dir irgendwie verwirklicht. Also da sieht man einfach, dass das auch zusammengehen kann. Und das zeigen wir Ihnen jetzt als erstes und dann ratschen wir weiter. Wenn Marianne Watzenberger zu ihren Hühnern geht, dann fürchten die nicht, dass ihnen jemand ins Gehege kommt. Sie kommen neugierig herbei, weil sie wissen, dass ihnen da jemand ein eingeweichtes altes Brot oder ein anderes Schmankerl im Kübel hinstellt. Aber Misstrauen wäre heute angebracht, denn ab und zu geht es einer hin auch an den Kragen. Dann gibt es eine Hühnersuppe bei Frau Watzenberger. Meistens holt sie aber nur die Eier aus den Nestern. Ich glaube, die haben schon ganz schön gelegt da.
Ja, das ist für 15 Hähner nicht schlecht heute. Alle Farben? Ja, grüne, weiße und braune. Aha, und da ist wieder eins dabei. Von der alten Hähn. Die scheinbar zu wenig Kalk produziert und darum ist es nicht fertig. Ja, genau. Und wenn wir Pech haben, dann war es jetzt ganz kaputt da drin. Und deswegen muss es weg. Genau, deswegen schlachten wir die hin. Hühner zu schlachten ist Marianne Watzenbergers Sache eigentlich nicht. Sie liebt Tiere und ihre Tiere haben auf dem Sachl in Hinterholz bei Simbach am Inn ein paradiesisches Leben. Weil sie eine glückliche Hand hat im Umgang mit der Kreatur, wird ihr zu den eigenen Tieren oft allerlei anderes, Geflügeltes und Behaartes dahergebracht. Da ist sie froh, wenn ihr Mann, der Alfred, Urlaub hat und Zeit zum Mithelfen. Tochter Elisabeth darf auf einem Wildpferd reiten. Ja, mit Wildtieren und nicht nur mit sanften Täubchen kommt Marianne Watzenberger zurecht, sogar mit Sturköpfen. Er hat einen rechten Dickschädel sogar. Ein Dickschädel? Betsy! Na, da ist er. Der mit dem Dickschädel ist der Rehbock Bezi. Als Kitz wurde ihm vor einem Jahr die Mutter vom Auto zusammengefahren. Marianne Watzenberger hat ihn großgezogen und dafür gesorgt, dass ihm keine Hörndl wachsen. Die Entmannung musste sein. Bezi. Er ist ein kleiner Genießer. Er mag auch gerne ein wenig grault werden. Geh, du bist der Genießer, ja. Und das rote Halsbandel hat er dasselbe um. Das rote Halsbandel hat er immer um, damit jeder gleich von der Ferne sagt, dass er zusammen ein Rehbock ist. Und wir möchten natürlich nicht, dass er irgendwo im Brattopf landet. Er soll schon bei uns da bleiben dürfen. Der Hund und er verstehen sich gut. Der Hund hat ihn praktisch angenommen, wie er klein war, hat ihn bei ihm im Kerwi schlafen lassen und hat ihn auch beschützt vor anderen Hunden. Und er fühlt sich jetzt noch für ihn verantwortlich. So, jetzt wird's Mittag und die Suppenhen muss in den Topf. Hat schon eine ganz schöne fetten Draht da. Das wird schon eine schöne Hähnersuppe. Ja, das kann ich schon hin umbringen. Also ich ziehe keine Hähner her, damit ich es umbringe. Aber wenn eine alt ist, oder so wie die, wenn es keine gescheite Ohr mehr legt, dann wird es halt geschlachtet. Und setzen Sie die also von selber an? Oder sind die aus der Brüterei? Nein, bei uns setzen sie die Hähner schon selber an. Und dann dürfen sie auch Singerl ausbrüten. Hin und wieder kaufe ich halt eine dazu, wenn ich mir eine besondere Farbe einbett. Aber die meisten, die bei mir umeinander laufen, haben selber ausbrütet. Das sieht man ja auch an die bunten Farben. Dass alles durcheinander kommt. Weiß und schwarz und gemischt. Und Für die Hühner holen die Watzenbergers oft einen besonderen Futterzusatz im Wald aus alten Bergwerkstollen gleich unterhalb des Hauses. Muschelschill. Muschelschill besteht aus zig Millionen Jahre alten Ablagerungen erdgeschichtlicher Meere. Ein Stollen führt bis unter das Haus. Ich sehe da nichts, das ist ja nur Sand, oder? Da. nein, das ist nicht bloß Sand. Wenn man genau hinschaut, da drüben sieht man es recht schön. Da geht durch den Sand so eine braune Schicht durch. Und da haben die rosaroten kleinen Muscheln drin. Und das war früher mal ein Meeresboden. Ja, da wo wir jetzt haben, da war alles im Meer. Und das sind die Ablagerungen. Und wir gehen halt hin und wieder da runter mit den Eimern und kratzen uns die Schichten draußen. Da geht es besonders gut her jetzt. Und nehmen die Hähner mit heim und schippen sie in den Sand. Und dann becken sie sich die Muscheln raus. Und das ist eigentlich dann das billigere Hähnerfutter. Ja, man sieht's, Muscheln sind's, die Frau Watzenberger aus dem Sand gekratzt hat. Am Hinterholzer Bach entlang wurde der kalkhaltige Hühnerfutterzusatz bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts noch abgebaut und verkauft. Möchtest du was trinken? Ja, trinken, du hast Durst. Ja, so ein Ausflug macht durstig. Der Manto trinkt übrigens sein Wasser am liebsten aus der Leitung. Und jetzt geht's im Haus weiter mit der Hühnersuppe. Da geht auch der Bezi mit hinein. Er will immer da sein, wo die Leute sind. Und was gehört in eine gute Hühnersuppe hinein? Auf jeden Fall viel Gemüse. Ah, das riecht so gut da. Aber da kann man so streiten drüber, gell? Wie lange man es kocht und wie man das Gemüse rein tut, wann man es rein tut. Ja, und wie klar, dass man schneidet, Ja. da können wir drüber streiten.
Also ich hab's von der Mama so gelernt, dass man es groß rein tut, damit es nicht so arg kocht. Und erst danach der man es klar schneiden und mitessen. Ja, dann tun wir es mit rein. Ja, dann tun wir es mit rein. So eine Suppenhen muss schon 1,5 Stunden kochen, bis sie weich ist, wenn sie denn weich wird. Bei Marianne Watzenberger geht's auf jeden Fall schneller, denn die Hen kommt in einen Schnellkochtopf hinein. Da dauert es nur eine halbe Stunde, bis das Fleisch weich und die Suppe fertig ist. 3 Jahre war die Hen übrigens alt. So, jetzt tun wir das Gemüse dazu. Kalt zusitzen. Ja, kalt. Also mehr braucht man nicht. Eine Hen, Zwiebeln, gelbe Rüben, Lauch, Sellerie, Petersilie und ganz wichtig, Das Magikraut macht einen guten Geschmack. Liebstöckel heißt es eigentlich. Dürfen wir das Salz nicht vergessen. Und dann haben wir es eigentlich schon. Muss bloß noch kochen. Genau. Ja, und im Garten draußen warten ein paar ganz Hungrige auch schon aufs Mittagessen. Das sind Fuchswelpen. Vor ein paar Tagen sind sie mutterlos und schreiend am Bach entlang geirrt. Vielleicht hat ein Auto die Fehe überfahren oder sie wurde abgeschossen. Füchse dürfen das ganze Jahr über bejagt werden. Tiermama Marianne Watzenberger hat die verwaisten Fuchsbabys aufgenommen und hat sie über den Berg gebracht. Mit Welpenmilch für Hunde. Stinker. Schauen Sie es an, hätten Sie da schlagen können, die Kleinen. Nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich hätte es auch nicht erschlagen können. Aber manches muss es sein. Tin muss auch geschlacht werden. Das ist aber ein Unterschied. Ob ich jetzt die Welpen da schlage, die keine Mama haben, oder ob ich eine alte Hen schlachte, die 4, 5 Jahre alt ist und kein Arm mehr legt. Oder krank ist, dass ich es einfach schlachten muss. Das ist schon ein Unterschied. Das sind Tierbabys, die meiner Meinung nach auch ein Recht haben zum Leben. Ehemann Alfred hilft mit beim Füttern. Da geht's schneller. Können wir da nicht zu kurz haben, wenn die Frau sich so um die Viecher kümmert? Nein, Gottes Willen, ich bin ja normal in der Arbeit. Da bin ich froh, wenn ich nicht so viel zu tun habe damit. Nein, aber wenn man allein ist, ist das schon ein Stress. Ja. Und was passiert mit denen jetzt? Gott sei Dank hat meine Tochter die Elisabeth schon eine Station ausfindig gemacht, das dann auswildern. Weil wir möchten sie ja nicht zähmen und dann kalten. Da habe ich 4 junge Füchse da. Und dann kommen sie in die Auswilderungsstation, die ist an der französischen Grenze. Und was tut man normal mit denen? Die sind ja werden ja eher Bejagdfüchse, oder? Die wollen wir ja gar nicht haben. Wer will es nicht haben? Ja, die Jäger wahrscheinlich, oder? Ja, also ich finde, das können wir Menschen uns nicht anmaßen, zum sagen, was wir haben können und was nicht, welche Tiere gut und welche böse sind. Also für mich ist sie jetzt hier gleich zum Behandeln. Und wenn ich da mutterlose Jungtiere habe, dann ziehe ich es auf, ob das ein Fuchs ist oder ein Rehkitz. Für mich ist da kein Unterschied. Und deshalb lebt der Bezi noch. So, und jetzt ist die Hen fertig. So, dann schauen wir mal, ob sie wach ist. Eine wachgesotene Hen ist das Beste, was ich kenne, hat irgendwer einmal gesagt. Aber wie wenn sie zäh ist. Keine Zeiche hin. Nein, die ist nicht zack. Die lässt sich ganz leicht schneiden. Obwohl es schon so alt war. Ja, aber das ist ja selber ausbrüte und die ist nicht so verbraucht, als wie so Herzüchte, die nach einem Jahr fertig ist. Das tun wir jetzt wieder zurück rein. Das ist alles in den Topf, das ist das Einfachste, gell? Das ist das Einfachste. Und dann isst man es mit mir zusammen. Die Knochen, die tun wir dann auch wieder klar machen, mit einer Knochenmühle. Und die, wenn man einer futtert, das ist natürlich für die Hähner ganz epsi. Weil das ist ja wieder Kalk und das macht ja wieder die Ohrschalen fest. Noch ein bisschen Schnittlauch fein aufgeschnitten und die Nudeln abgegossen. Dann war sie fertig, die Hühnersuppe bei der Marianne Watzenberger. Ein Traum. Die lapprige Hühnerhaut ist nicht mit zurück in den Topf und in den Teller gekommen. Die Hühnerhaut ist nämlich das Lieblingsgericht, der Traum der Katz. Ja, seit dem von Karl Valentin geschilderten Ententraum wissen wir ja, dass sogar ein Wurm Appetit machen kann. Und während drinnen noch gegessen wurde, haben sich draußen die anderen schon zum Wiederkäuen und zum Mittagsschlaf auf die faule Haut gelegt gehabt. Und jedes hat nach seiner Art geträumt. Wir haben auch gerade eine kleine Ruhepause, denn der Horvath-Daci, der zirkt noch im Ofen und der Paul Enghofer hat mich eingeladen auf. Was ist denn da drin? Das da, das ist ein Holler.
Sirup, kann man sagen. Also den habe ich selber gemacht heuer. Das ist aus Hollerblüten. Heute Sirup, nicht so viel, oder? Ja, der ist nicht so ganz süß. Das passt schon. Aber nicht pudrig, der muss mit Wasser Ja, aufgießen. schon ist klar. Ich riech noch. Ich meine, heute macht man ja da, das ist ja modern heute. Der Hugo, gell, das ist ja das Modegetränk. Also, aber früher hat man gehört so Alkohol Sekt gemacht, da gehört jetzt noch Alkohol dazu und Eiswürfel und so. Aber das ist schon auch gut. Selber gemacht? Der ist selber gemacht. Aus dem eigenen Garten? Ich komme meistens nicht dazu, aber ja, das ist wirklich Der ist eine Schau. mit der Nieden. Wenn du da hinkommst, jetzt zu einem Hof wie bei der Frau Watzenberger, das schaut alles so natürlich aus. Wie machst du das? Dass das wirklich alles so bleibt, wie es ist? Naja, also natürlich, ja, es wirkt so. Jeder Film wirkt so, dass das gerade so passiert, aber es stehen natürlich immer viele Leute hinter der Kamera. Ich bin mit davor, das ist schon mal bei den meisten Filmen, und das ist schon mal ganz gut, weil dann fühlt sich der Protagonist, der Mitwirkende nicht so alleine vor der Kamera. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und dann ist natürlich auch wichtig, was hinter der Kamera ist. Also es müssen gute Leute sein, die mit den Leuten umgehen können, und man soll halt auch mit möglichst wenig technischen Aufwand sowas machen. Also wenn man will, dass die Leute aus sich rausgehen, dann ist das natürlich nicht gut, wenn da Mordscheinwerfer aufgebaut werden und dann ist jemand mit einem Aufheller da, der einen anstrahlt und lauter so Sachen. Dann denkt sich jeder, ja, wegen mir wird das jetzt alles gemacht, und dann fällt ihm nichts mehr ein, dann sagt er nichts mehr. Und, so. Und das wird man nervös, und das ist das Problem halt. Und je unauffälliger und je unaufdringlicher, dass man da ist, desto besser. Oder dass man auch jemanden nicht einschränkt, dass er sagt, du musst jetzt da hingehen oder da hingehen, und einfach die Leute lassen, wie es machen. In einfachsten Verhältnissen drehen. Das ist ja wirklich was jetzt dir einfach gelungen ist, zum Beispiel auch mit der Leubel-Emma. Ja. Musst du vielleicht auch ein bisschen erzählen. Das ist eine Austragsbayerin? Ja, die Leubel-Emma ist eine Bayerin, die habe ich kennengelernt. Da hat mir meine Schwester mal gesagt, da gibt es eine Bayerin, die macht ein gutes Brot, und die hat einen Holzofen und macht das wirklich auf alte Art, und das ist halt so, die ist mittlerweile inzwischen kann es nicht mehr, sie ist 87, wird heuer, und inzwischen geht es ja nicht mehr so gut, die kann nicht mehr so gehen, also das, was man da in die Filme gesehen hat, die wir da gemacht haben über die Leubel-Emma, das ging halt alles nicht mehr, aber sie ist noch immer geistig so ganz fit. Und du hast sie ein ganzes Jahr lang begleitet, jeden Monat wieder. Und wie ist denn das? Also das ist ja wirklich ein ganz kleines, also Sachal, ein kleines Haus. Ja. Wie ist denn das da? Da kann man du musst ja alles, dreht sich das öfter, dass das dann so wird? Oder? Ja, bei der Emma, da muss man nichts viel öfter machen, weil die redet vor der Kamera genauso, wie wenn keine Kamera da ist. Also das ist eigentlich, es gibt da schon Talente, also die wirklich das gut kennen, und Leubel Emma ist ja so ein Talent. Und das Schöne war halt bei der Emma, dass man halt da in den Garten immer gehen können. Da hat man das ganze Jahr einen kleinen Hausgarten da beobachten können, was da drin wächst, wie die ganzen Sachen reif werden und wie es dann geerntet werden. Und sie hat halt ihre Tätigkeiten, die es einfach so am Hof da zum Tor gegeben hat, das hat man halt alles gesehen. Und also im September, da hat die Sendung nicht mit dem Garten angefangen, da habt ihr draußen im Wald angefangen. Da ist nämlich der Paul abgekommandiert worden quasi. Auch da haben wir einen Haber. Zum Blaubeeren sammeln. Ja genau, und da haben wir Habernudeln gemacht, glaube ich. Das schauen wir uns jetzt an. Schon schön, Hans. Habe ich schon wieder ein Blattl nicht gebracht. Das müssen wir raus da. Die Huber Thekla ist im Wald beim Horben, beim Heidelbeeren pflücken. Das ist mühsam. Das Horben, das geht ins Kreuz. Das geht ins Kreuz, du hast recht. Meinst du nicht, dass du einmal schon umfallen musst? Ja, kommt schon sein. Schon wieder. Kommt schon sein. Die Thekla Huber bringt die schönen Huber der Leubel-Emma. Die hat für den Nachmittag Freundinnen zum Tee eingeladen, und dazu soll es Horbernudeln geben. Wenn die Leubel-Emma auch noch gartelt, in die Horber geht, könnt sie nicht mehr. Der Wind, der Grippe hat mir gestern die ganzen Bläme da noch gerissen. So, jetzt musst du fest. Dann kannst du es nicht mehr einreißen. Der Ärger wird gleich verflogen sein, wenn die Emma ihre Horber kriegt. Thekla, grüß dich. Der Paul ist auch dabei. Emma wirkt schon wieder. Die Huber Thekla und die Leubel-Emma sind schon in der Schule Freundinnen gewesen. Die Huber Thekla ist noch besser auf den Beinen als die Emma. Dafür fehlt es ihr woanders. Sie ist zuckerkrank. Aber eine Horbernudel möchte sie am Nachmittag schon probieren. Hast du denn da schon gemacht? Den habe ich schon gemacht, ja. Und siehst du, von mir auch mitgebracht? Ja. Gell? Dass ich die Deine extra machen kann, Ja, mit freilich. siehst du. Ja, dass man die auseinander kennt, tun wir ein paar Horber drauf oder her, dann weiß man, die haben mit Zierstoff. Genau. Ja, So machen wir es. ja. Bis die Teilnehmerinnen des Kaffeekränzchens haben zusammenkommen können, hat es für die Leubel-Emma noch viel Arbeit gegeben.
Ja, wenn sie nicht fleißig wäre, wird auch in ihrem Garten nicht alles so schön blühen. Die Hubert Hekler ist wieder heimgefahren und die Emma, wer sie kennt, weiß, dass sie immer noch eine zusätzliche Arbeit findet, wenn es eh schon genug zu tun gibt. Sie hat sich nicht auf dem Kanapee ranzen können wie ihr Kater Buschi auf dem Weg vom Haus. Sie hat noch einen Speck hergeschnitten zum Ausbraten, bevor sie mit dem Nudelmachen angefangen hat. Jetzt habe ich das Messer geschliffen. Weißt du, den Topf, den habe ich gekriegt vom Graf Arco. Vom Graf Arco? Vom Graf Arco, Wie ja. kommst du zum Graf Arco? Oh ja, der ist zu mir über das Brot hergekommen, der Graf Arco. War recht ein netter Mensch, aber war schon ziemlich alt und ist halt, leider lebt er halt nicht mehr. Und die haben anscheinend einmal ein Geschirr alles erneuert in der Küche und so. Und das, was sie gehabt haben, und das ist ja halt zum Wegwerfen schon gewesen. Jetzt hat er mir das aufgebracht. Aber ich habe mich wirklich gefreut drüber. Na, dann hast du das Geschirr aus dem Schloss. Habe ich aus der Schlossküche, ja, schau mal her. Okay? Was mir alles zuteil wird. Aber jetzt pressiert's. So, jetzt dürfen wir uns aber schicken. Ist schon 11:15. Ja, bei dir ist es erst 9:45. Ja, nach meiner Ruhe nicht. Ja, ich weiß schon. Ja, du stehst ja nicht um, gell? Nein, ich stehe nicht um. Die Horbernudeln werden aus einem Hefeteig gemacht. Den beherrscht die Leubel Emma aus dem FF. Brauchst du Hitze als Horbernudeln? Ja, nein, dass sie schön braun werden. Haben wir ein schönes Reimi reinkriegen. Machen wir einmal das Dampfen an. Und das da brauchst du das auch da. Alles ist schwer. Was ist Das ist schwer. Das ist ein altes Teller. Das ist von Reichsarbeitsdienst von 1939. Das ist Katzenteller. Ja. Der Nudelteig wird bei der Leubel Emma von Hand gemacht. Da braucht's keine Küchenmaschine, eher Fingerspitzengefühl. 2-mal hat er gehen müssen, der Teig, damit er so schön geworden ist. Donnerwetter bleibt beieinander. Aber fein. Da kommt der Zucker dazu. Aber einen muss ich machen mit Süßstoff. Für Thekla, gell? Für Thekla. Sollen wir die nicht auflösen? Nein, Ein bisschen mit so Wasser. rein, hat sie gesagt. Das ist schon dann immer gefallen. Die werden markiert. Die werden markiert, ja. Zu viel Zucker darf nicht hinein zu den Horbern. Er soll nicht zu viel Saft aus den Beeren ziehen beim Braten in der Reine. Auf zerlassenes Butter, Schmalz und Schweinefett werden die Nudeln gesetzt. Ja, und man sieht's beim Umdrehen, die Markierten mit dem Süßstoff kann man gut von den anderen wegkennen. Der Speck ist auch noch da und muss jetzt endlich fertig werden. Den braucht die Emma ja heute nicht fürs Kränzchen, aber ein anderer Speck wird aufgeschnitten. Denn nach den Nudeln soll's etwas Pikantes geben. Was ist das da? Zum Garnieren? Ja, mit Picken. Mixed Pickle? Selber gemacht? Zwiebel? Ja, gelbe Tomaten. 2 Uhr ist es gleich und der Rum für den Tee muss in die Kanne und das Kaffeewasser muss hergerichtet werden. Ja, die einen mögen einen Kaffee, die anderen einen Tee. Jetzt werden wir da Dings rein, zuerst Kaffeewasser. Für den löslichen Kaffee. Jawohl. Jetzt brauchen wir den Tee rein. Der Tee darf das übrig gebliebene Wasser färben und wenn er gezogen hat, muss er noch auf den Rum gefiltert werden. Die Nudeln sind schon fertig und haben eine schöne Farbe gekriegt. Und kennt man die Markierten von den anderen noch weg? Die haben schon gut dunkel am Baum. Das waren jetzt der Thekla, die hier. Ah, Die da sind's. die sind's, ja, wo Farbe drauf ist. Die 2 da sind's. Das muss aber du nicht da reinlegen, weil da die anderen her müssen. Hab ich schon wieder was falsch gemacht? Ja, ja, das haben wir schon gedacht, wie es die gemacht haben. Also immer Vierte, gell? Vierte. Der eine geht, die anderen kommen. Gleich. Jetzt wird's auch Zeit, dass der Tee durchläuft. Denn die Emma hat gehört, dass die Gäste schon vor der Tür stehen.
Ja, schön, ja, schön. Ja, die tun wir da in den Kühlschrank rein. Gell? Die Hubert Hekler hat der Emma noch ein paar Pfund Heidelbeeren mitgebracht zum Einmachen. Lass deine Zeit drin. Doch, nimm. Nein, Nimm. Bitte, geh jetzt machst du noch viel brauchst du nicht. Danke dir. Die Silbereisen Fanny von Asenham und die Resi Nömeier von Grasensee haben einen Kaffee gekriegt, die Gerti Oswald von Hubreit den Tee und die Hubert Hekler von Sturzholz eine Horbernnudel mit Süßstoff gesüßt. Allesamt sind sie 81 und sie haben ausgiebig die Gastgeberin gelobt und bewundert dafür, dass sie noch so gut beieinander ist. Die Leubel-Emma von Sturberg. Da sagen sie dann oft zu mir, ja, dass du da nur bei arbeitest, du da ja zuerst nichts mehr. Ja, glaubt denn die, dass mir nicht zusitzen kann und warten, bis der Tag kommt. Nein, warten tut die Leubel-Emma auf gar nichts gern und schon gar nicht auf den Tod. Nein, den Tod, den sparen wir uns auf letzt, hat die Leubel-Emma einmal gesagt. Und bei so einer fröhlichen Runde, da möchte er jetzt bestimmt nicht stören. Jetzt sind wir wieder in der Küche von Paul Enghofer und da ist es jetzt Zeit, dass wir den Hubertaici Ich bin raus, weil der wird sonst auch gut dunkel. Jetzt bin ich gespannt. Nein, der ist Nicht ganz so dunkel wie bei Nein, der Emma. ist schwarz, ist er von Haus aus. Also Schwarzbeeren, die sind in Oberpfalz sind. So, da brauche ich jetzt noch mal Scherer da. Das ist, den habe ich mir gekauft beim Schmied von Niederkirchen. Lassen ihn in Ruhe abkühlen. Sag mal, das, Da muss man gleich schauen, dass man das loslösen kann. Ja, ein bisschen lösen. dass der noch brennt. Der letzte Besuch bei der Leubel-Emma ist jetzt gute 4 Jahre her. Und du hast vorher schon gesagt, es geht ihr nicht mehr ganz so gut. Was kannst du denn noch selber machen? Ja, die Emma, die hat halt Probleme mit den Füßen, gell, die kann nicht mehr so gut gehen. Und das ist aber das Wichtigste, weil ihre Füße sind natürlich das Kapital gewesen. Die hat immer um den Hof rundum gehen müssen, hat in den Garten gehen können zum Brotbacher. Also das war einfach das, was sie ausgemacht hat, also dass es einfach beweglich war. Und jetzt ist sie halt drin, sie braucht einen Rollator zum Gehen. Also aber so ein Gehwagerl? so ein Gehwagerl, ja. Aber sie kocht noch für sich selber? Und Ja, kochen tut sie noch für sich selber. Also das ist, sie hat zwar mal so Essen geliefert gekriegt, aber das hat ihr schon irgendwie geschmeckt. Aber halt, das war nicht das, wie man selber kocht. Also, ja. wir müssen jetzt mal deins probieren. Ja, gut. Können wir schon raus da jetzt? Oder Schauen ist wir mal, das, wie man da durchschneidet. oh, was heißt, gell? Ja, das ist, was, das ist ein bisschen weggebrochen, aber das macht nichts. Das ist, tut der Sache keinen Das ist Abdruck. so, genau. Wie das Rezept vom Hubertaici funktioniert, können Sie bei uns im Internet nachlesen. br.de/spessart. Jetzt bin ich auf den zweiten gespannt. Ja, der geht leichter. Und weil wir schon am Ende sind, sage ich vielleicht noch dazu, nächste Woche stellen wir Ihnen auch eine Autorin unserer Sendereihe vor, nämlich die Eva Wollschläger. Ist auch ganz interessant, die macht ja den Wohnungsbummel durch Bayern und geht zu Leuten, die ganz speziell eingerichtet sind. Und wie die Eva eingerichtet ist, das zeigen wir Ihnen nächste Woche. Jetzt können wir schon probieren, meinst du? Probieren wir. Du, der war ja eben noch furchtbar heiß, da bin ich jetzt gespannt. Ja, man sollte noch ein bisschen Zucker drüber tun. Oh ja. Ich tue noch ein bisschen Zucker. Nicht bei mir. Zuerst bei mir. So höflich. Nein, du, wenn ich schon essen will, schon, ja? Weißt du, das tue ich alles wieder. Alles in mich hinein. Paul, herzlichen Dank, schön, dass wir bei dir sein haben dürfen. Hab mich gefreut, dass du gekommen bist. Aber heiß, geh vorsichtig. Passt schon. Du kriegst blaue Zähne. Jetzt geht's weiter mit der Rundschau. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.